Moje Mojen, ich meine, wir kennen uns schon, oder? Also für die, die Läschke nicht dabei waren, stelle ich mich noch einmal kurz vor. Ich bin Betsy und ich bin Geschichtenerzählerin. Die letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, habe ich Geschichten für was der Kuckuck wollte farbig gehen und Gerda Pietchen erzählt. Und ich bin mir sicher, an ihrem Kopf war die immer am Busch. Aber das Mal, da reisen wir ein bisschen mehr weit am Kopf. Und zwar an Afrika. Mehr genau an Ghana. Und da sicher wir die Antwort auf eine ganz, ganz wichtige Frage, nämlich, für was sitzen Spannen eigentlich immer am Eck? Das ist dir bestimmt schon aufgefallen. Wir werden die Antwort auf die Frage heute sicher kennenlernen. Du brauchst just eine Portion Ohren und dein eigenes Kopfkino. Du darfst den auch noch zumachen. Tatsache ist, du sitzt dich gemütlich da hin. Haditi Yangu, Haditi Yako. Meine Geschichte ist deine Geschichte. Für was Spannen am Eck sitzen. Eine Geschichte aus dem Ghana. Anansi. So heisst Spann am Osten von Afrika. Den Anansi hat mit seiner Familie an Bord von einem großen Feld gewohnt. Es war sein Feld. Und den Anansi hat mit seiner Frau Wurzeln drauf gepflanzt, die ganze Familie gefedert haben. Lo kam ein groß Hungersnot über das Land, aber es war nicht genug Essen da für jeden. Den Anansi hat anfangs nicht ganz viel davon gespürt. Jener seine Familie hatte genug Wurzeln für Saat zu gehen. Aber nach einer Zeit hatten sie einen guten Teil vom Gemäß gegessen und haben gemerkt, dass es ihnen nicht ewig ging so gut ging. Wir müssen uns die Wurzeln besser abdehlen, so dem Anansi seine Frau. Ein Wurzel den Tag dürfen wir noch just essen. Lieber ein bisschen Hunger über eine lange Zeit, wie wenn wir auf einmal über hart nicht mehr haben. So haben sie angefangen zu spuren. Ein Wurzel den Tag haben sie sich zu 5 gedeelt, ein Stückchen für jeden. Dem Anansi ist das nicht durchgegangen. Er hat gut geschafft, aber war sowieso ziemlich verfrossen. Ma ein Stück Wurzel hat sein Mund nicht gefüllt, und das ständig Gegrummels am Bauch hat der Spannemann granzig gemacht. Et komme so weit, dass sie nun nicht anders mehr denken konnte, wie Wurzeln, Wurzeln und noch einmal Wurzeln. Et gowe so schlimm, dass hin sich evaluiert hat, wie hier Landstehregime do gehen kommen, wie hin sich endlich nächsmal kennt richtig satt essen. Ma oves für Schlafen goe, so den Anansi zu seiner Frau. So, meine liebe Spannin, elo, wo wir an so schweren Zeiten leben, du denken ich viel no. A mir ist bewusst gehen, dass ich nicht ewig werd leben. Weißt du, es kann all Moment geschehen, dass ich sterben. Spanne Beine, Wurzel grings, so zing Frau, an hat hier 4 Hände über dem Kopf zusammen geschlohn. Anansi, wie kannst du dann so etwas denken? Du bist jung, an deine beste Jahren, a starke wie Nox. Gleef ma, Spannin, auch die stärkste Nox kann einmal umfallen. Versprich mir, dass du mir nach große Wunsch erfüllst, wenn ich einmal nicht mehr sinn. Nu so ma, Anansi, das ist zwar noch viel zu früh, aber wenn du da besser schlafen kannst, dann, was kann ich machen, wenn du einmal nicht mehr bist? Oh, ma weißt du, ich geb gern so sterben, wie ich gelebt hun. Ich ging gern Matzen auf meinem Wurzelsfeld begraben gehen. Ich will, dass du mir ein Lach grufst. Nicht zu eng, mir so, dass ich gut leien. Du darfst es nicht so schütten. Ich will sicher sein, dass mein Seele auch sicher gut vom Fleck kommt. Aber weißt du, et wär auch schön, wenn du mir kein sehr gute Kopf von meinen Wurzeln mit an Graf gehen, für dass ich am Leben um meinem Tod genug zu essen hun. Und dann hätte ich auch noch gerne ein bisschen Holz, ein Fixfeuer, ein Pan, Urlösch und ein bisschen Salz. Der Anansi seine Frau hat Stier gerunschelt. War der komische Wunsch. Mir war ja sowieso noch nicht viel gleich, dafür war sie alt aufverstanden, weil sie wollte endlich schlafen.
Den anderen Moien ass d'Spannefrau gut gelaunt aus dem Bett gesprungen, huet d'Redwer vun der Schlafkummer Fenster opgezun an huet geruf: Opstun! Anansi, haut er se wunderbaren Dach, dat gët de Genuss fir Feld ze schaffen. Anansi? Anansi? Et kom keng Antwort vum Anansi Sänger seit vun der Kummer. Och wéi seg Fra do hinner gebësselt ass, an hi nun enger vu senge Nacht Schëllere gerësselt huet, kom ke Mucks. Oh nee! D'Spannefrau ass nief dem Bett ze Summe gang. Mein Anansi, mei guten Anansi, hien ass vun eus gang. Sie huet ze schrecklech Vierwürf gemar, dat sie hin den Owen fir drunne deecht geholl hat, dat se ongedëlleger kurz ugebonne war. Dat eenzecht watch noch kann machen, aus mingem gute Mann sei lächte Wunsch erfüllen. War deng Chance, dat se mare juste recht gestrofen verroten huet. Wen het gedurcht, dat se se so sehr muss umsetzen? Traurig hun dem Anansi seg Fra seg Kammer dem Spannemann sei lächte Wunsch erfüllt. An der Mët vum Feld hu sie ihr Lach gegroven, schei bred an Dave, an hunden Anansi dra gelucht. Runderemin hu sie Holz getesselt, an Graf mat enger Pan, Fixfeier, Urlech an engem Salztüppchen dekoriert. Zum Schluss hu se dem Anansi sei Kierper mat enger grosser Zuelowurzelen agerumt. Nachdem sie wenig ze Summe beim Anansi gesees hatten, sie se mat traurige Minnen heemgang. Ma weit Sonn géint de Rovent loser los vom Himmel gerutscht ass, do huetet um Grund vum Graver bemol ugefang ze wibbelen. Den Anansi huet sech beweescht. Deicht just Spëtze vu senge Patten, ma dun die 8 Been mat deneen, bis se sech schlussendlich op de Bauch gedreint, a viersichtig aus dem Loch gelost huet. D'Feld war eidel. Ke kommt seg spiechte Gesinn. Endlich is se so vielech wëll, durch de Spannemann, an huet Holz aus dem Graver bekaup getesselt fir Feier ze man. Pan huet de kurz drüber op Glos gestalt, an huet sech ein gut Portion Wurzeln am Urlech gebroden, gesalzt, an du verbotzt, so sehr wie kucke kann. He krut es net genug, hin huet geknat, geknetscht, gemaufelt, an ëmmere Rëm huet de glücklich do Tischcht gekeimt. Wéi en d'Wurzeln all verbotzt hat, huet den alles schee proper geraumt an huet sech dun op de Reckfale gelos, fir seg Verfrossenheet auszuschlofen. So ass et vun e Lo un all nucht gang. Den Anansi huet sech saat gefries an huet de ganzen Dach verpennt. Seng Famill huet sech mitgeschafft Feld, fir sech owes eng kleng Wurzel ze deelen. Man no enger Zeitsche gutem Gebaffs a liederegem Gerungs huet den Anansi enges Nutz miste feststellen, dat sen all die Wurzeln, déi seg Fra himmer an Graf ginn hat, verbotzt hat. Dei éichte Käier seit Woche kommen dun aus engem Lach gekrabbelt, an en huet net lang gezickt. Hin huet sech eng neie Reservwurzeln aus dem Bodem gezun, an huete so seg hundsgemeng Spiechte weitergedriven. Ma dat war e Fehler. Senger Fra ass et ganz séier opgefallen, dass Wurzeln Feld gefehlt hun. Wéi kann den so weinech mat gefiel fir eng arm Witfra hunn, huet ze gejéimert. Et geht man net due, dats mir oni den Anansi musse weiterliewen, nee, lo huet doch nach een als Wurzle geklaut, an et Kinder dach sowieso schon net mi vill. Ma wéi och déi Moien dat do no ëmmer is Wurzeln Feld gefehlt hunn, do aset der Spanne madame ze bond ginn. Ho wart, Frëndchen, dech kreienech. Direkt den anderen Dach huet sie am Schap nieft hirem Haus gekochtert, an ass mat 2 Holzstecker, engem Seel an engem grosse Ridosstoff op d'Familiefeld gekrabbelt. Sie huet Totstecker mam Seele so nee gestrickt, dat se Kreiz entstanen ass, an dëst Gestell huet sie Matten op d'Feld gestach.
Donno huet sie de Stoffe so drüber gehangen, dass dat ganz vu weitem wie ein Gestalt mit engem langen Mantel ausgesehen huet. Schlussendlich ist sie bei ihr Gummibaum geditzt, huet mit engem Kneip dran geritzt an huet eng Schüsselche vu segem paschesche Jus opgefangen. De Jus huet sie lernchte Ridostoff geschmiert. So, du wärst dich wundere, wemst du an Grapp lebst, du Hundsgemengen Dave, huet sie gegrommelt, an ist zufrieden heimgegangen. An der nächster Nucht huet den Anansi ewéi gewinnt sei Kappe aus dem Lach gestreckt. Mee, wat huet denn do misse gesinn? Matzen op segem Feldstung en komisch Gestalt an engem lange Mantel? Hela, da das hei mei Feld, mach de je wasch. Gestalt huet net geantwort. Gestalt huet sech net beweescht. Du do, wat müsst du hei? Sollst du hinkommen? Neicht. Wannst du net an 2 Minuten fortpass, da leierst du mich kennen. Neicht. Den Anansi war rosenewee, ja, eng Spann. Hien ass aus segem Lach herausgekrabbelt, der Pol riecht op de Friemen durchgeschoss. Mit engem großen Olaf huet den Gestalt mat senge feierfichte Patte gestoß. Sie huet gewackelt. Mir ass net Fall, an den Anansi woll den neuen Olaf holen. Me wat war dat? He krut seng Been net vun dem lange Mantel rof. Los, mich, lass du, Gauner, du Streckel, du willst mich Rose machen, wei? Me wei hier noch gerabter gezünn huet, de Friemen huet hier net lass gelos. Oh, wacht! Huet den Anansi gebierelt, an huet seng feier Hünneschtpatte gehowe fir se Schloss zu drecken. Ma kaum hatten déi de Stoff bereiert, du hongen och mat den hünneschte Been fest. Den Anansi huet gekämpft, gezun, gedreckt, gestruwelt, geflucht, gekeimt, da gedämmt vu Roserei. Me wat hier mei gewibbelt huet, waten sich immer meier Mantel verfangen huet, aber ihr fertig war, du hatten e Knur der singe nach Beener kom net mei hannert sich, an net mei figent sich. Den andere Moien, ganz frei, kommt Spanne Madame ganz gespannt op het Feld gekrabbelt. Schon vor weitem hat sie erkannt, dass ihre Plan abgegangen war. Sie hatten Dave gefangen. Lo sin ich mal gespannt, wem ing Wurzel geklaut hat sie zufrieden gesot, an as op het egent Gestell durchgang. Ma wei sie den Dave endlich aus dem Stoff gewickelt hat, do hat sie Kriech gedon. Anansi! Oder bist du sei Geist? Wie kann dat sinn? Schlafenisch nach dremenisch? Den Anansi war stumm. Hin huet sech net getraut, doch nimmen Wort ze sohn, weil wusst, seng Fra war net dumm. A wei seng Fra sei genéiert Gesicht gesinn huet, do ass hier eng Speicherlichtchen opgang. Anansi, du Dreckskerl! Du hues eis all Ballon abedrun, nemme fir u Futter ze kommen. Wat eng Blamage! Jeder Rangem hunnech erzielt, du wies gestorben. Du bist eng Schan fir eis ganz Familie. Mir können eis nie mei weisen. Schumm dich! Bei dene Wieder aus den Anansi an den deichtren Eck gekrabbelt. Am mat him seng ganz Familie. An do sitzen Spanne bis haut. Sie sitzen am Eck, weil sie sich noch immer schummen für dat, wat den Anansi gemacht hat.